Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Ja, beim letzten Mal vorgestern, konnte ich tatsächlich nur eine Episode aufnehmen, deswegen habe ich entschieden, ich speichere ab und lasse es ganz bleiben. Jetzt geht es mir tatsächlich schon etwas besser, auch wenn ich immer noch in dem Ausläufer von Erkältung bin, aber das soll unseren Spaß nicht trüben. Kann immer noch sein, dass ich hin und wieder mal sagen muss, kurze Cut wegen Huster oder sonst irgendwas. Aber ich versuche so minimal wie möglich zu halten. Ich fühle mich schon auf jeden Fall sehr viel besser. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Die zwei können wir leider nicht mehr anquatschen. Aber Haggis. Es ist Haggis. Ach was. Ja, er studiert gerade eine tolle Hautfetze-Katerich von Placido Domingos Rücke. Wir sprechen mal ein bisschen mit ihm. Haggis? Hi. Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Hi, Jungchen. Wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr keine Piraten mehr sein möchtet? Ei, wir sind sicher. Wir alle würden lieber Haare als Kehlen schneiden. Nun, No. bis auf Bill. Natürlich. Natürlich. Schließt euch mir an oder ich töte euch alle. Natürlich wirst du, Minjung. Nebenbei, hast du noch irgendein Band, Jungchen? Wir sind dabei, das Hauptsegel zu befestigen. Nein. Das ist eine Schande. Ich glaube, da müssen wir Nägel benutzen. Schade, ja. Aber ich muss sagen, die sind immer noch eine bessere Crew als die, die ich noch Monkey Island gehabt habe und von Mealy Island rekrutiert habe. Seid ihr sicher, dass ihr keine Piraten mehr sein möchtet? Entschuldigung, Minjung. Oh, Mist. Wie steht's mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett? Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Ich werde euch mit einem schrecklichen Piratenfluch belegen. Könntest du Bill wie deine Freundin in festes Gold verwandeln? Ich vermute, das wäre keine große Bedrohung. Nee, Junge. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Du wirst durch die Schande deiner eigenen Schuld in den Wahnsinn getrieben. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Mir wird es bald wieder gut gehen, Junge. Richtig gut. Ich mache das die ganze Zeit. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Wir gehen das jetzt alles natürlich durch. Die See hasst Deserteure und sie verschlingt sie. Nee, Jungchen. Die See hasst telefonierende Winkeladvokaten, die während der Essenszeiten anrufen. Es sind die Alpen, die ein Deserteur hasst. Ah, Mist. Ich bringe die beiden Sachen immer durcheinander. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Wenn ich einen Kilt tragen würde, würde ich keine auf Hochglanz polierten Schuhe tragen. Ach, bei meiner Großtante Wilfried. Du hast recht, Jungchen. Ich hätte mich am besten in Acht genommen. Sehr gut. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Das fand ich damals eigentlich echt immer ziemlich witzig. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion, wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Okay, klingt fair. Ich lass dich wieder an die Arbeit. So, dann gucken wir uns das Ding mal an. Und Seewasser haben wir ja noch. Es ist eine Flasche Captain Nix Rasierseife mit einem Korken drauf.
Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Okay. Nehmen Sie mal. Dann können wir noch Folgendes mitmachen. Beiß, Captain Nix, Rasierseife. Warum studiert Haggis die Hautkarte? Und, okay, ich hab die Karte, dann muss es was anderes sein. So. Ha. Yeah. Dann können wir noch das hier machen. Okay. Jo. Dann brauchen wir noch was anderes. Zwei andere Sachen brauchen wir noch. Und dann läuft die Geschichte. Aber ich mache erstmal, was ich machen kann. So, hier ist Schiffswrack. Hier ist noch Fragezeichen. Gehen wir mal hier. Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen! Okay. Es sieht nicht so aus, als sei sie verletzt. Nun, abgesehen von der von einem Piratenfluch zu Gold verwandelt Geschichte. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie mich hören kann. Es ist dieser verfluchte Ring. Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Ja, dafür braucht man dann die Handlotion. Und dahinter sind natürlich mal wieder die obligatorische Haie, die auch in der Gefahrenbucht waren. Aber ich fand den Ort damals immer unglaublich schön. Wird eventuell auch mein Thumbnail, weil ich muss sagen, mit dem Ort verbinde ich einfach eine gewisse Gemütlichkeit. Ich habe damals, als ich Monkey Island 3 gespielt habe, öfters einfach mal hier gestanden, weil ich die Musik sehr chillig fand und weil mich der Ort einfach irgendwie gewissermaßen berührt hat. Durch so einen Waldausläufer, mit einem Baumstumpf, mit Glühwürmchen und mit Blick auf den Leuchtturm. Ach ja, also irgendwie verbinde ich damit was sehr Nostalgisches, Gemütliches. Hey, ein Stumpf. Die sind wirklich hell. Gut, mehr können wir hier allerdings noch nicht machen. Wir behalten uns das aber mal so im Hinterkopf. Dann geht es hier weiter zum nächsten Gebiet. Hier haben wir Felser, ein Ei und einen Gummibaum. Und einen Wegweiser mit dem verwitterten Schild. Wir lesen natürlich, was drauf steht. Ich glaube, hier können wir auch noch sterben. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Walbeobachtungsexkursionen. So, Felsen. Können wir auch angucken. Es ist ein felsiges Stück Strand. Wow. Dann Gummibaum. Sowas. Ich wusste gar nicht, dass es in der Karibik so viele Gummibäume gibt. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Okay. Dann machen wir noch Folgendes. Wir machen nochmal hier einen Speicherpunkt. Wie gesagt, da habe ich beim letzten Mal unmittelbar noch der Filmsequenz gespeichert, weil einfach tatsächlich nichts mehr ging. Und ich glaube, hier können wir tatsächlich sterben, indem wir ihm die ganze Zeit sagen, er soll ins Meerwasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich glaube, das müssen wir ein paar Mal wiederholen. Ins Wasser gehen. Ich will wirklich. Bis er dann irgendwann sagt, okay, er geht rein und dann sauft er ab. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich. So, ich mache das jetzt ein paar Mal bis zum Erbrecher, bis er tatsächlich mal reinsteigt. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Komm schon. Ich will wirklich nicht. Ich will Du wirklich willst. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Wenn du darauf bestehst. Na also. Dieser Kerl konnte wahrscheinlich seine Luft unter Wasser nicht sehr lange anhalten. Zu schade. Ach Gott, ja, das ist einfach ein geiles Easter Egg für Monkey Ich Island hoffe, das Ends. war's dir wert. Natürlich. Weil ich wollte euch das ja auch unbedingt bei Monkey Island Ends zeigen, dass man nur die 10 Minuten tatsächlich unter Wasser bleiben muss, um abzusaufen. Und ich finde, das ist einfach nur ein geiles Easter Egg. Sterbe kann man jetzt nicht, wie in LucasArts Games. Für gewöhnlich stirbt man ja eh nicht. Aber ich wollte euch das definitiv einfach mal zeigen. Sodele. Meerwasser merken wir uns zwar später auch noch. Da können wir noch wohin gehen und hier können wir wohin gehen. So, da haben wir Gebiet, hier haben wir seltsame Lichter, hier ist noch Gebiet und da und hier. Junge, ist das windig hier oben. Jo, zum Leuchtturm müssen wir später. Und wir gehen jetzt erstmal was, wo wir wirklich mal tatsächlich auch was machen können. Und zwar gehen wir hier ins Hotel. Tiki-Laterne.
Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Ah. Pinnwand. Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Okay. Bühne. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Ja. Einen Moment mal kurz. Da bin ich wieder. Ja, das war mal wieder ein gar köstlicher A-Fall. Aber das müsst ihr ja alles nicht hören. Da haben wir noch was. Kochtopf. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Geil. Und ein Grill. Dieser Grill ist zu kalt, um etwas zu kochen. Ja, da kommen wir später übrigens, so viel kann ich spoilern, zu unserem Teerersatz. So, gehen wir mal rein. Okay, da haben wir noch ein Neonschild. Drink Grog. Haha. Okay. Madame Xima. Trink Grog. Be a Grogman. Da steht, sei ein Grogmann. Gehen wir mal hier rein. Da haben wir noch einen Akteschrank, Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Okay. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Na gut. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Ja, geil. Gib her. Und? Klasse, ein Korken mit einer magnetischen Nadel drin. Von den Möglichkeiten wird einem ganz schwindelig. Noch einmal einen kurzen Moment. Und wieder da. Ja. So schnell geht's als. So. Na gut, da macht er nichts mehr. So. Dann haben wir hier das Schild, wo Madame Xima drauf steht. Madame Eczema. Xima, Madame Xima, Madame Xima, Madame Xima! Hüterin der alten Künste, des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Madame Eczema vor allem. Sie ist eine sehr authentische Zigeunerwahrsagerin. Nein. No, dann retten wir halt mit der. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Dem seine Stimme mag ich übrigens auch sehr, auch wenn der etwas zu sehr nach British Gentleman klingt, hat er trotzdem an sich eine ziemlich angenehme Stimme. Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Sag mir mein Schicksal voraus, sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Ach Gott. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut, wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und
Ach du meine Güte, hör auf zu schreien. Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod. Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Nein, wir sind hier noch nicht durch. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Und? Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer. Lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Und? Gib's mir. Tod! Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ach Ort. Gott, wie sie guckt. Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun, Dämon! Dämon! Ach Gott. Madame Xima, Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Okay, jetzt haben wir also unsere Karte komplett gelegt, aber die brauchen wir für später. sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Dann, Moment. Haben wir hier noch eine Kiste, das brauchen wir. Jupp. Und. Eklig. Und. Ach, pfui Teufel. Es ist aus Porzellan. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Ne? Nein. No. Okay, da haben wir noch was. Rezeptbuch, Gewürzgurke Piratendrinks. und ein leeres Glas. Können wir das mitnehmen? Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Broschüren? Er ist voller Big Whoop-Broschüren. Der Ort für Piraten und Möchtegern-Piraten. Okay, die können wir mitnehmen. Moment. Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Na gut, da hätten wir noch ein Rezeptbuch. Gucken wir uns auch mal an. Piratendrinks. Gewürzgurken. Gewürzgurken. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Aber Hauptsache nochmal, Gut, stellen wir noch Rezeptbuch. Das brauchen wir auf jeden Fall auch, um den Barmann wieder auf Vordermann zu bringen. Rum Rogers Rum-Überraschung. Ein Fass Rum, 2 Thermosflaschen Rum gewärmt, ein Messglas Rum, 3 Schuss Rum, 1 Teelöffel Wermut und Cilantro. Alle Zutaten mischen mit Rum am Specken, ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Okay, Moment, da können wir noch umschlagen. Gelbarts Baby, das ist das, was wir in, wie hieß es, Scab Island gekriegt haben. Und das war das, was der uns aufgesetzt hat, der Roger Junior, wenn ihr euch erinnert. Gelbarts Baby, ein Messglas Wodka, ein Messglas Rum, Saft von 3 Zitronen, 5 Milliliter Phenylalin, Cilantro mit Eisgut schütteln.
Der blutige Stumpf, das war der rote Drink aus der Bar in Scab Island. 3 Tassen Rum, 2 Teelöffel Natriumpentatol, ein Messglas Gin, ein Messglas Wermut, 3 Tassen Tomatensauce, Cilantro, das kommt irgendwie überall rein. Alle Zutaten in einen Bleibehälter mischen, uach, warm servieren mit einer rohen Kartoffelhälfte als Garnierung. Kotz. Okay, ja, Blei, der Süßstoff des kleinen Mannes. Der Blauwal, das er mag in der Scab Island Bar, kriegt ein Messglas Gin, Whisky, Wodka, Grenadin und auch noch Kleber. Grüner Farbstoff Nummer 2, Farbstoff Nummer 5, Cilantro, Soda hinzufügen, mit Haken mixen. Schleim mit Tonic. Kombiniere einen Teil Gelb Barts Baby mit einem Teil blauen Wal. Mixen, bis die Farbe kotzgrün ist. Cilantro hinzufügen. Ja, dann hatten wir 8, das war unser Spucke-Drink. Die aufgeblähte Zecke. Eine Tasse Tequila, 2 Esslöffel Ahornsirup, 1 Pfund Zucker, Saft von einem Lachs entgrätet, 5 Esslöffel Currypulver, 2 Rüben und Cilantro. Tequila trinken. Übrige Zutaten kombinieren und wegschütten. Sumpfzombie, 1 Eimer Matsch, 1 Messglas Whisky, 2 Teelöffel Eisenspäne, 1 Fledermaus, 2 Eiweiß, Spritzer Mokka, 9 Milligramm Penicillin, 1 Spritzer Spucke, Cilantro, gut mixen, auf Eis servieren. Anhang A, erste Behandlung bei Piratenkater, befreit vernebelte Köpfe, das brauchen wir für den Barmann. 1 Ei, Pfeffer, Haar des Hundes, der dich gebissen hat, alkoholempfindliche Patienten, Voreinnahme einen Arzt konsultieren. Nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen, macht sehr schläfrig. Anhang B. Zirrhose, Anzeichen erkennen von Kapitän William W. Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein, Tod. Wenn die Symptome anhalten, mit Alkohol behandeln. Anhang C. Blondbarts streng geheimes Keksrezept. 2 Tassen Mehl, 2 Eier, 1 Teelöffel Hefe, Cilantro. Mit Fliegenlarven abschmecken. Unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Daraufhin gab sie es aus Rache kostenlos an alle ihre Bekannten weiter. Diese Seite ist absichtlich leer. Okay. Dann würde ich aber auch noch sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann hier mit dem Barmann sprechen und uns noch ein bisschen weiter im Hotel umgucken. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.